Herzlich willkommen zu Fabelaras Märchenkiste. Schön, dass ihr da seid. Es ist heute Freitag, Wochenende, aber halt nicht wie sonst, wo wir auf 2 ganz freie Tage schauen. Für die einen vielleicht schon und die anderen haben viel Zeit und ich hoffe, ihr habt einige von dieser Zeit mit dem Märchen verbringen. Heute erzähle ich euch ein Märchen von den Geschenken der Zwerge. Es ist lang her. Da hat sie in unseren Wäldern Zwerge gehabt. Und die sind nicht etwa immer versteckt gsi oder ganz schüch. Nein, die sind zu den Leuten gekommen. Und sie haben ihnen sogar geholfen bei allerhand Arbeit. Lang ist es her. Da hat es am Waldrand oben eine Mühle gehabt. Der Müller hat dort gewohnt, mit seiner Frau und mit seinen 2 Kindern, einem Mädchen und einem Bub. Die Frau vom Müller war sehr krank. So schlimm, dass kein Doktor helfen konnte. Und der Müller ist vor Sorge um seine Frau ganz traurig geworden. Aber nicht nur traurig. Sein Herz ist ganz hart geworden. Und er war ein unfreundlicher Mensch und ein Geiziger. Es war ein Jahr von einem langen Winter. Und für ganz viele Familien ist es schwierig geworden, weil die Vorratskammern sind langsam leer waren und die Menschen hatten ein bisschen Angst gehabt, ob sie echt genug zu essen haben bis ans Ende des Winters. Und manche sind schon wirklich in Not gewesen. Auch den Zwergen ist es so gegangen. Und darum ist an einem Tag ein von den Zwergen gekommen, hat bei Müller an die Tür geklopft und wo der aufgemacht hat, hat er ihn gefragt, ob er könnte ein bisschen Mehl bekommen. «Was? Mehl willst du haben? Sicher nicht. Ich gebe niemandem etwas. Du musst gar nicht mehr kommen fragen», hat der Müller gesagt und hat die Tür zugemacht. Der Zwerg hat sich auf den Heimweg gemacht. Aber ein Mädchen und der Bub vom Müller, die haben das gesehen. Und weil sie ein gutes Herz hatten und mit allen freundlich waren, sind sie schnell gegangen, haben ein kleines Säckchen geholt und haben es mit dem feinsten Mehl gefüllt. Dann sind sie dem Zwerg nach. Zum Glück ist auch der längste Winter irgendwann vorbei. Und dann wird es Frühling. An einem schönen Frühlingstag sind das Mädchen und der Bub vom Müller mit den paar Tieren, die sie hatten, auf die Weide rausgegangen. Und wo sie so dort sind, kommt zumal der Zwerg dorthin. Es ist der gleiche Zwerg, der von ihnen das Mehl bekommen hat. Er ist zu den Kindern hin und hat gesagt, «Kommt mit mir. Ich nehme euch mit ins Zwergenland. Wir haben ein Fest und ihr seid eingeladen.» Und da sind die beiden Kinder mitgegangen. Und wisst ihr, wie man ins Zwergenland kommt? Man muss an einen hohlen Baum, dann oben einsteigen, runtergehen, dort die Wurzeln durch und einen Gang finden und dann immer dem Gang nachlaufen, bis sich etwas auftut. Und so ist es für die 2 Kinder mit dem Zwerg gewesen. Sie sind ins Zwergenland gekommen. Und dort war es so schön gewesen. Wiesen voller Blumen, Bäume voller Früchte. Und auf einem Platz ein grosser Tisch mit dem schönsten Essen und Trinken drauf. Und alle Zwerge sind da gewesen und haben miteinander gefestet. Und das Mädchen und der Bub konnten hinsitzen, haben gegessen und getrunken. Dann haben sie mit den Zwergen Lieder gesungen und nachher haben sie getanzt. Nach einer ganzen Weile ist der Zwerg zu diesen 2 Kindern gekommen und hat gesagt, «Ihr müsst heimgehen. Ihr seid schon lange da, länger, als ihr denkt. Aber bevor ihr heimgeht, will ich euch ein Geschenk geben.» Und da hat der Zwerg von einem Baum einen Äpfel abgepflückt. Den
ist für eure Mutter. Sie sollen essen, dann wird sie gesund. Und von einem anderen Baum hat er eine Nuss genommen. Die ist für euren Vater. Das Mehl, das ihr mir gegeben habt, war ja von ihm. Und dann hat der Zwerg so ein bisschen im Hosensack gesucht und hat 2 ganz weisse, glänzige Steine für ihn genommen. Und der ist für dich. Und der für dich. Haltet die Zwergensteine gut auf. Sie bringen euch Glück. Die beiden Kinder sind wieder aus dem Zwergenland raus, durch die Wurzeln durch und durch den hohlen Baum durch. Und wo sie oben waren, sind sie verschrocken. Es war schon fast dunkel. «Schnell, wir müssen heim!» hat die Schwester gerufen. «Schnell!» Und da haben sie ihre Tiere gerufen und haben sich ganz schnell auf den Heimweg gemacht. Und die Hei im Haus, da war der Vater, voller Sorgen. «Wo sind auch meine Kinder? Wo sind meine Kinder?» Er ist vor die Tür und hat geschaut und hat gewartet. Und die Mutter im Bett hat gerufen: «Vater, sind Sie noch nicht heimgekommen?» «Nein, ich sehe es nirgends. Doch, da kommen sie kommen!» Und die beiden Kinder sind heimgekommen, sind ins Haus hineingestürmt, haben vom Zwergenland erzählt und sind gerade zu der Mutter ans Bett. «Mutter, der Äpfel ist für dich. Wenn du ihn isst, wirst du gesund.» Die Mutter hat den ersten Biss genommen und hat schon ein bisschen rote Backen bekommen. Und wo sie den Äpfel fertig gegessen hat, ist sie gesund geworden. Wo der Müller das gesehen hat, hat sich sein Herz ganz weit aufgetan, vor lauter Freude. Er hat dann seine Nuss aufgemacht. Und dort drin hat es 2 kostbare Edelsteine gehabt. Von dem Tag an ist es der Familie immer gut gegangen. Und der Müller, der hat ein gutes Herz gehabt. Und wenn jemand etwas gebraucht hat oder wenn jemand Hilfe nötig hat, dann hat man den Müller fragen. Er hat es gern gegeben. Das war die letzte Geschichte von dieser Woche. Und vielleicht habt ihr Möglichkeiten, um ein bisschen rauszugehen. Dort, wo ihr ein bisschen allein sein könnt, natürlich. Aber schaut gut. Es könnte nämlich sein, dass irgendwo voraus auf dem Weg ganz weisse Zwergensteine liegen. Dann könnt ihr einen nehmen. Er bringt Glück. Habt eine schöne Zeit. Und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Fabelaras Märchenkiste.